Peace miteinander. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Schweizerdeutsch. Wir sind wieder da, der Niklas und der Rico. Ja, eine weitere Woche, Niklas. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Wie geht's dir? Tatsächlich auch gut, ja. Viel los in letzter Zeit, aber das ist, kennt ihr ja, ich bin immer unterwegs. Ich bin Mr. Worldwide. Ja, gutes Stichwort. Gefühlt schon. Gutes Stichwort. Nein, wir gehen gerade zu «Was ging die Woche?» Willst du gerade anfangen? Soll ich anfangen? Mr. Worldwide ist ein gutes Stichwort. Mr. Worldwide. Also der Niklas ist in Antwerpen beim Wochenende, also gestern. Beziehungsweise heute, doch, gestern Morgen bin ich noch gewesen. Ja. Wir sind am Samstagmorgen um 2 sind wir los. Also wir nehmen das jetzt am Montag auf hier. Ich habe für die Ferien jetzt die Woche. Der Rico muss arbeiten. Ich hatte für letzte Woche gehabt. Ja, voll. Samstagmorgen um 2 sind wir los, beziehungsweise 2:30, weil wir sind alle so da gewesen. Wir haben eine Stunde Schlaf gehabt. Ja, gut. Ich bin, nachdem wir noch in der Body waren am Freitag, ich bin noch Auto laden und so. Wir sind erst um 12 Uhr daheim gewesen. Ja. Darum, ja. Um 2 sind wir dann los, 2:30. Sind wir mit der Jeffrey geholt, mit der Linda noch. Und dann sind wir auf Antwerpen gefahren. Ja, sind etwa so am 12 Uhr dort gewesen. Haben dann auf dem Weg noch mal eine Stunde gepennt bei einem Supercharger. Ja, sind wir so um 12 Uhr dort gewesen. Haben noch nicht einchecken leider ins Hotelzimmer. Ja. Haben dann gesagt, gut, jetzt gehen wir mal in die City, ein bisschen Sightseeing. Antwerpen, noch nie in Belgien gewesen, oder? Ist das erste Mal, wo du in Belgien Das erste Mal Belgien, ja. Also ich bin schon 2-mal Holland gewesen. Das ist ja, also weißt, immer wenn ich so Belgien denke ich immer so die Benelux-Länder, die drin. Ja. Holland bin ich schon 2-mal gewesen, aber Belgien noch nie. First time. Ja, ist und Fazit von Belgien? Ist recht schön, ja. Also Antwerpen kann man sich geben. Also das ÖV, das ist auch so eine Sache, du musst ja jedes Mal, wenn du ins neues Land reinkommst und du in der Stadt unterwegs bist, musst du erst mal überlegen, wie funktioniert das ganze ÖV-System. Voll, ja. Ich habe keine Ahnung am Anfang, aber eigentlich ist es super easy. Dann auch so eine ganz easy App, wo du alles kannst mit du hast einfach Kreditkarte hinlegen. Nachher hast du Ticket kaufen. Vom Geil ist, du siehst ganz genau, wo dein Bus gerade ist. Ah, schon? Du kannst auf der Karte schauen, okay, der Bus ist gerade 2 Stationen hinten dran. Es zeigt dir nicht an welcher Station, sondern wirklich mit Kartenansicht, wo der Bus sich gerade befindet. Das ist geil. Das ist schon geil, ja. 9 € irgendwie Tagesticket für die ganze Stadt. Voll easy. Ja, dann sind wir dann noch ein Bier kaufen für ihre Eltern. Ja. Dann sind wir noch in Five Guys. Der Jeff hat zum ersten Mal Five Guys probiert. Und was meint er? Ja, kann man sich gönnen. Ja. Aber ist halt jetzt nicht so... Ist halt einfach ein bisschen teurer so. Und, ist es auch in der Schweiz. und zu viel Pommes. Aber Pommes finde ich hure geil dort. Ja, die sind richtig geil. Vor allem, ich finde es so geil, du kannst dort halt die Soße kannst du auch nachher schöpfen. Ja. Ist das Ding. Und du kannst auch Getränke kannst immer wieder selber holen. Bei dem Automat. Ja, das ist schon geil. Das ist so ein crazy Getränk. Und der Burger, ja, ist geil. Also definitiv geiler als bei Mac. Also das ist definitiv. Ja. Aber ja, sag mal so, also einmal in 3 Monaten kann man sich so einen gönnen mal. Also so, das muss man jetzt nicht jeden Tag haben. Ja, und dann am Abend sind wir dann ins Hotel und dann nochmal schnell Dusch-Action gemacht. Also, oh Gott, das tut so. Wir sind einfach gut duschen nach dem langen Trip. Wir sind voll kaputt gewesen. Der Jeff und ich haben sich ein Zimmer geteilt. Linda hat ein eigenes Zimmer gehabt. Ja. Jeff hat dann noch ein bisschen Le Mans 14 Stunden Rennen geschaut, das war auch noch gewesen. Ja, und dann sind wir langsam zum Stadion, ja, zu Sportpalais Antwerp Arena, keine Ahnung. Irgendwie so hätte ich geheißen. Ja, und dann sind wir... Also ist das eine Art wie ein Hallenstadion? Ja, wie Hallenstadion in Zürich, ja. Also ich glaube, es ist sogar grösser als Hallenstadion. Ja, das kann schon sein, ja. Es ist auf jeden Fall, also auf den Videos hat es viel grösser ausgesehen, wo ich gemacht habe, so als Hallenstadion. Aber einfach, das ist so das Main-Stadion von Antwerpen. Ja, so einfach das so Konzertstadion so von Antwerpen, ja. Ja, und sagen wir es mal so, das sind mit Abstand die besten 70 Stutz in dem Jahr, wo ich ausgegeben habe. Schon? Ist Bro, so gut gewesen? Das Konzert. Ja. Also sagen wir es mal so, ich fange mal von vorne an. Erzähl, Du kommst an der U-Bahn-Station und es sind alle mit Glatze. Alle mit Glatze. Also die Maske? Ja, einfach alle haben sich als Pitbull verkleidet. So, dann kommst du dort an, willst so an der Schlange stehen, weißt du, so zum Eingang. Dort schon voll Party. Die haben vorne einen DJ aufgestellt, der schon bei der Crowd einfach so wo anstehen. Nur schon dann schon Lieder ablehnt. Aber das ist hure geil. So voll schon vorstimmig schon machen. Ja. Und das ist voll crazy. Dann kommt irgend so ein Typ und dann rührt er einfach so Bändeli in die Menge. Also weißt du, wo dann so ein
habe ich auch die Privatstory nicht da, sondern Ja, so ist einfach so ein Ding. da kommst so ein Bändeli, so Baldies Pass hat er geheißen. Baldies Pass. Okay. Und dann so das Gesicht von Pitbull drauf. Und dann hast du dich eingehen, jetzt hast du, ich glaube sogar, jetzt hast du bei Apple Wallet, habe jetzt hier so einen Pass. Entschuldigung, was kannst du mit dem machen? Ja, das weiß ich aber nicht. Also du kannst, wenn ich das einscanne, ich glaube, du kannst jetzt Tour-Sachen, Tour-Merch kannst du im Nachhinein bestellen. Auch von den jeweiligen Ländern. Also jetzt Antwerpen könnte man ein T-Shirt holen. Ja. Und du kannst auch so Verlosungen mitmachen, irgendwie, Aha. dass du 2 VIP-Tickets zu einem Konzert von Pitbull in Las Vegas bekommst mit VIP-Bühnenzugang und Okay. so Zeug. Und dass du mal darfst mit ihm reden. Irgendwie so etwas habe ich gelesen, keine Ahnung. So, dann sind wir da rein. Jeffrey so, jetzt gibt es erstmal ein Bier. Ich so, Bier? Nein, also Bier. Dann sind wir so anstehen, 10 Minuten. Ich eigentlich schon voll am Panisch, weil ich dachte, ey, wir sind relativ weit vorn gewesen, komm, Ja. lass es doch direkt dort hin, dass wir schon ganz weit vorn sind, oder? Und dann so, nein, jetzt gibt es Bier. Ich so, gut, jetzt gibt es Bier. Dann der Jeffrey so, ja, bestell du, ich zahle. Ich so, gut. Dann habe ich gesagt, ja, 2 normal beers. Dann hat sie also gesagt, 2 beers, bla bla bla. Ich so, yes, 2 normal beers, habe ich so gesagt. Und dann gibt es so 2 Dosen, anstatt 2 Becher. Ja. Und ich so, okay. Jeffrey zahlt, Nummer drauf. 0-0 Bier. Sie hat wahrscheinlich verstanden, weil in Belgien sagst du ja auch 0 ist 0. Und ich habe ja gesagt, 2 normal beers und wahrscheinlich hat sie verstanden, 2 0 beers. So, Ja, sehr wahrscheinlich. ja, urähnlich tönt, ja. Auf jeden Fall, der Jeff und ich haben dann so gesagt, gut, das exen wir jetzt runter. Und, Ja. also wir gehen jetzt mal rein, schauen wir uns mal das ganze Zeug an. Und dann haben wir gesehen, gerade wenn du reinkommst, gibt es so auf der Fläche, also wo du halt Stehplatz hast, kannst du so schräg runterlaufen, da gibt es auch einfach Bars und dort hätten wir direkt können anstehen, hätten direkt Bier bekommen. Bro. Ich so zum Jeffrey, gut, wir gehen jetzt zum Platz. Jetzt sind wir sind relativ weit vorne immer noch gewesen, Ja. 33 oder so. Ja, voll. Voll easy. Voll nice, ja. Haben wir gesagt, Linda, hock dich an, reservier und wir gehen Bier holen. Beziehungsweise zuerst das andere runterexen und dann das Ja. Bier holen. Ja, dann haben wir halt, ich glaube, nur müssen, ja, 3/4 Stunde müssen warten. Und dann ist schon Shaggy gekommen. Der Vorrecht, gell? Mr. Ja. Bombastic. Der hat meine Story gesehen. Ich weiß, hast Das ist du es im Chat crazy. geschickt. Das ist crazy. Brutal. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele Lieder von ihm kann. Okay. Also ich habe so gedacht, ja, ich kenne vielleicht 2. Aber der hat alle Lieder, die er gespielt hat, ich kannte irgendwie. Schon? Aus irgendeinem Grund. Linda auch. Okay, Also krass. das sind einfach so Lieder, die kennt man einfach, aber du weißt nicht, wer das eigentlich ist. So. Das ist richtig krass. Ja, eine halbe Stunde war er gewesen. Hat voll Action gemacht. Das Publikum schon voll hyped, oder? Und nachher haben sie so einen DJ-Auftritt gemacht. Also vom 8 bis um halb 9 war Shaggy gewesen, dann vom halb 9 bis um etwa 10 ab 9 war dann DJ Let's gewesen. Und der hat die Bude richtig so einen Nachtclub gemacht. Ey, wirklich. Also es war wirklich brutal gewesen. Der hat wirklich... Stimmung gemacht, ja. Ey, nach dem DJ-Auftritt Ja. hat schon Jeff gesagt, ey, jetzt haben sich schon die 70 Stutz gelohnt. Also wirklich, Schon? wir sind alle dort schon kaputt gewesen. Ja. Wir sind alle dort voll Hype gewesen, nachher und Mr. Worldwide auch noch. Ja, und der hat, ich muss sagen, das Problem bei Pitbull ist, also das Konzert ist 10 von 10 gewesen, ohne Frage, Show super auch. Aber das Problem bei Pitbull ist halt, weil er halt die ganzen Lieder, die er hat, Ja. er ist nie so der Main Artist. Es ist immer so, der Refrain wird immer von einer anderen Person gesungen. Es ist Ja. nie, Pitbull tut da immer nur die Strophen einfach. rappen. Ja. Aber sonst die Hauptteil vom Lied, so die Refrains, die jeder kennt und so, also so, wo der Drop ist, das macht nicht immer er, oder? Logisch, ja. Heisst, er tut eigentlich hure oft die ganzen Parts eigentlich skippen und tut eigentlich nur seine Sachen rappen und dann tut er einmal den Refrain bringen, wo er Ja. halt nicht singt, oder? Ist zwar schon voll okay gewesen, aber ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Voll. Aber es macht halt den Sinn, wenn er Ja, das logisch. Konzept für sich hat. Und dann wird er auch, dass Ja. seine Strophen quasi vorkommen. So. Ja, die kommen ja vor. Ja, aber weißt du, dass er ja, auf die anderen so ein bisschen scheisst in dem Sinn? ja, voll. Ja, das zu dem. Sonst Pitbull an sich. Bro, total kranke Show. Also wirklich. Schon. Also, ich sage immer nur, Tyler hat die kranke Show gehabt. Aber nur schon das Intro. Ja.
denkst du so, what the fuck? Es ist crazy gewesen. Ich will jetzt noch nicht spoilern, falls ich jetzt auch noch an ein Pitbull-Konzert gehe, aber Okay. ist crazy. Und dann ist, also ich habe wirklich so zum Jeffrey gesagt, so etwa nach einer Stunde, Pitbull, und gesagt, hey Jeffrey, ich mag nicht mehr. Ich bin tot. So. Ich bin tot. Hey, der hat uns so auseinandergenommen dort, aber es ist noch etwas ganz Wichtiges passiert. Er hat einmal gesagt, hey, im Moment fallen die Screens aus, Mikrofon fallen aus, weil es hier drin zu heiß ist. Chillig. Die haben einfach kurz Pause machen, weil es einfach zu heiß ist in dem Ganzen. Haben die keine Lüftungen oder so irgendetwas gehabt? Ja, Pitbull hat gesagt, hey, schaut, dass ihr mit euren Politikern redet, dass ihr hier die Aircondition halt ein bisschen... Ja, fair. Weil sie wollen uns die beste Show geben, aber können es nicht, weil es einfach so heiß ist. Oder? Und trotzdem, ja. Sogar das Problem ist halt auch noch, weil alle so Glatzköpfe hatten. Es hat einen gegeben im Publikum, der hat es voll mögen. Also der ist wirklich, weil es so heiß war, ist so. Ja. Ich bin auch fast so, zum Glück haben wir noch Wasser gehabt und so. Der ist auch wirklich tot, also nicht tot, aber so voll kaputt, nicht mögen. Und such mal als Security in einem Haufen voller Glatzköpfe die eine Person, die in der Crowd da oben liegt. Ja, nein, klar. Aber das ist allgemein so, keine Ahnung, wenn die Leute halt so dicht aufeinander sind und dann ist es noch so heiß, Ja. dann ist halt schon, muss man schon schauen. Muss man schon schauen, habe ich hier ein Video, wo wir da schnell... Warte mal, ich muss es schnell suchen. Wo man sieht, wie es aussieht, oder wie? Hast du das jetzt sogar in deiner Story gehabt? Bro, schau das an. Das ist noch nicht mal im Konzert selber gewesen, das war bei dem scheiß DJ gewesen. Ja. Das sind alle sind die raufgekommen, die sind alle verschwitzt gewesen. Ich bin nass gewesen, Jeffrey ist nass gewesen. Also Linda ist auch nass gewesen, so alle. Du bist einfach in einem Haufen voller Schweiß gestanden. Ja, wirklich. Aber es ist trotzdem brutal gewesen. Und nachher halt, ja... Das letzte Lied ist halt das Beste. Aber wie heisst es jetzt? Ich kenne das Lied, du kennst es auch. Timber. Nein. Timber hat er zweimal gespielt wegen der Aircondition, wegen dem Fan. Schon? Ja, hätte es abbrechen. Hat nochmal neu angefangen. Nein, das letzte Lied, Give Me Everything. Oh ja. Und das ist so sein bekannteste Lied. Ja. Und ich habe mich so müssen, weil ich tue ja gerne mit die Konzerte aufnehmen, dass ich das für mich noch habe. Oder? Ich habe mich so müssen zwingen, das scheiß Handy noch mal 3 Minuten in der Luft zu haben. Mein Rücken hat so nicht mehr. Der war so tot gewesen. Aber wie stehst du eigentlich zu Konzertfilmen? Das ist ja ein heikles Thema eigentlich an sich. So, Also. die Alten sagen immer so, nee, brutal Scheiße machen es nicht. Dann gibt es so die Jungen, die so beides machen. So, ey, bei dem Konzert jetzt nicht, bei dem ja, okay. So. Ja, also ich finde es so, keine Ahnung. Ich tue auch Filme bei den Konzerten. Vor allem früher habe ich das viel gemacht. So bei meinem ersten Konzert habe ich hure viel gefilmt und hure viele Videos gemacht, viele Fotos. Dies mittlerweile mache ich es nicht mehr so viel. Keine Ahnung, weil ich hätte halt eine Art wie so den Moment geniessen. Klar, 1-2 Videos oder so sind völlig fein. Aber ich würde jetzt nicht da ein ganzes Lied 3 Minuten lang filmen. Das würde jetzt ich nicht machen. Einfach weil ich so quasi mehr so ein bisschen den Moment geniessen. Ich verstehe den Punkt, ich möchte eigentlich auch den Moment geniessen. Ja. Aber ich verstehe, weißt du, dass du es filmen willst, damit du es nochmal anschauen kannst. Ja. Weil das ist halt etwas... Das ist dann meine First-Person-View, die habe ich gehabt, so, weißt du, wenn ich das anschaue, denke ich mir so, Alter, voll. Genau das habe ich gesehen und das ist so wie Erinnerung, die du wieder zurück kannst holen, oder? Ja. Darum mache ich das auch, aber halt auch nicht bei jedem Ding. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt Apache-Konzert wieder gehe, zum 3. Mal, ich muss nicht nochmal Roller filmen. Logisch. Das habe ich schon 1000 Mal jetzt gesehen, also 1000 Mal nicht, aber ich habe das schon 2-mal gesehen. Ich muss jetzt nicht nochmal Roller filmen von einer anderen Perspektive. Klar, wenn jetzt ein neues Lied wieder kommt, wo ich halt voll fühle, zum Beispiel das Morgenlied, das er gedroppt hat, das wird das safe im Konzert spielen nächstes Jahr. Wahrscheinlich auch jetzt beim Zürich Open, wo wir gehen, oder? Dann zücke ich mal schnell das Handy, oder? Logisch, es ist ja gar kein Ding, weißt du? Aber ich denke jetzt mal so ein Pitbull, ich denke nicht, dass ich den jetzt nochmal schneller wieder wird sehen, so, oder? So. Voll, ja. Drum. Ja, ich verstehe die Leute, wenn sie sagen, yo, es fuckt ab, wenn du die ganze Zeit das Handy in der Luft hast, aber ich denke mir so im Nachhinein, ey, yo. Ich meine, es sollte jeder so machen, wie er will, und wenn du nicht gerade voll mit vollem Blitz und allem und die anderen Leute gehst abfucken mit deiner Kamera, Bro, dann, also weißt du, mir persönlich macht es ja nicht, weißt du.
Ich mache ja auch Videos. Ich glaube, ich habe einmal, weißt du, weil das so krass ausgesehen hat mit den Lichtern, habe ich so einmal so hinterher gefilmt, oder? Und dann zeigt mir eine einfach so den Arschfinger in die Kamera. Und ich denke, okay, easy. Ja. So sie halt. So sie. Schön. Ja. 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 Und das andere ist halt noch, du kennst mich, ich und Kameras. Ja, ja. Ich filme jeden Scheissdreck. Das ist so, ja. Seit immer schon. Ich filme alles gefühlt. Das ist so. Darum, ja. Ja, und dann ein nach Penn, Sonntag wieder heimgefahren gestern. Chillig? Ja, über Frankreich. Und dann auch zum ersten Mal in Luxemburg gewesen. Durch Brüssel durchgefahren. Brüssel? Luxemburg, also durch Brüssel durchgefahren und dann Luxemburg nochmal Land und Stadt auch nochmal durch. Ja. So, ja. Ich habe jetzt gerade gedacht, Brüssel ist doch... Ja, sorry, ich habe es falsch gesagt. Wir sind schon durch Brüssel durch, Brüssel durch und dann aber Richtung Luxemburg. So, ja. Luxemburg okay. City so durch, ja. Okay. Ja, nein, ist doch nice. Voll. Aber es ist geil, dass es sich gelohnt hat. Ja, also der für Weg. die 70 Stutz, Bro. Ja. Also ich sage mal so, 180 Stutz für Drake werden sich im Vergleich zu Pitbull 70 Stutz definitiv nicht lohnen. Nein, also 180 Stutz für Drake ist... Das ist fatal. Das ist wirklich fatal. Da erwarte ich jetzt aber nachher, also wenn das Konzert ist, dann wirklich etwas, weil sonst bin ich pisst. Ja, also nach Farbe jetzt, ich bin jetzt verwöhnt wegen Pitbull. Ja. Bro, das Konzert für 70 Stutz. Für 70 Stutz. Also weißt du, ich bin mir ja gewöhnt, dass die grossen Ami-Acts... Bro, Pitbull, grosser Ami-Act, für 70 Stutz. Ja. Aber ich meine jetzt in der Szene, ich vergleiche es jetzt mit Travis. Ja. Das Travis-Ticket hat 150 gekostet im Hallenstadion. Ja. Ist auch teuer. Aber das ist halt so mein Favorite Artist. Ich musste hingehen, so, weißt du. Das war eine kranke Show dort, letzten Sommer. Ja. Aber ich weiss nicht, ob Drake 180 Stutz kann toppen, Bro. Ich weiss wirklich nicht. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Vor allem ich so voll der Drake-Loser ist. Ja, du kennst ja sicher 1-2 Lieder. Ja, also logisch kann ich das verlieren. Aber auch wieder Pitbull, du kennst jedes scheiß Lied von logisch, dem. Logisch. So, ich kann vielleicht 2 Lieder habe ich nicht gekannt an dem Abend, aber in diesen 2,5 Stunden sind es, 2, 3 Viertelstunden. Ja. 2 Stunden, 3 Viertel. Mhm. Mit Shaggy, dann der DJ und dann Pitbull habe ich 2 Lieder nicht gekannt. Hast du das schon mal gehabt an einem Konzert, dass du 2 Lieder nicht kennst? Ja. Außer halt deine... Bei Travis habe ich alles gekannt. Favorite Artist. Ja, außer bei deinen Favorite Artists. Ich meine, Pitbull ist jetzt nicht mein Favorite Artist, aber man kennt ihn halt einfach. Logisch. Nein, das schon nicht. Das ist halt schon crazy. Dass du einfach durch Radio und so durch die ganze Lebensphase einfach so die Lieder einfach so am Rand immer mitbekommst. Es ist halt also ein bisschen Ausgangsmusik irgendwie. Ja, zum Teil. Es war ein Nachtclub. Ja. Ja, und jetzt sitze ich hier. Was hast du so gemacht? Ja, du hast es vorhin schon ein bisschen angetönt. Ich hatte letzte Woche Ferien gehabt. Also der Grossteil der Woche. Montag war ja sowieso Viertag. Ja. Dienstag war ich in der Schule. Gewesen. Und nachher Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag hatte ich frei gehabt. Am Mittwoch hatte ich tatsächlich Geburtstag noch. Happy Birthday! Ja, danke vielmals. Alter Sack. Ja, danke vielmals. Also ich hätte jetzt nicht das grosse Glück hängen. Ich habe nicht so viel gemacht. Ich bin zum Mittagessen. Bin nachher am Abend noch zu Nachtessen mit der Fam, einfach so im kleinen Rahmen. Ja, voll. Die Grossparty ist ja dann am Samstag. Samstag, ja. Das ist die Grossparty. Vor Mallorca, Baby. Oh Gott, die nächste Folge wird einfach after Mallorca sein. Shit. Oh mein Gott. Also für mich geht es morgen in Dolomiten bis am Samstagabend. Aha. Dann geht es zu der Geburtstagsparty da am Samstagabend. Sonntagmorgen geht dann der Flüger auf Mallorca. Das ist crazy. Aber erzähl weiter, sorry. Das ist, ja, alles gut. Ja. Und dann... Das war noch, ja. Am Samstag haben wir ein kleines Ausflügel gemacht. Wohin? An Rheinfall. Also noch andere Orte, aber Rheinfall war so sicher der Spot mal. Mhm. Ich war das erste Mal am Rheinfall. Mhm. Das ist halt so falsch, gell, ne? Ja. Das sind Schweizer, die dort waren. Ja. Und dann gibt es mich, Bananen, Deutsche. Von mir aus können den Gummihals sagen. Also in meinen 21 Jahren... Wo schon zweimal da war. In meinen 21 Jahren Leben bin ich am Samstag das erste Mal am Rheinfall gewesen. Es war aber wirklich mega schön gewesen. Also, ja, es ist schon... Der Rheinfall ist wirklich top. Ich habe einen Tag verwünscht, wo Sahara-Staub war. Schon? So voll gelblich war.
Aber ist gleich schön gewesen, oder wie? Ja, ist okay gewesen, hat zum Glück nicht gepisst. Ja. Aber wir sind ja noch aufs Wasser gebeten, oder? Das haben wir nicht gemacht. Das war auch cool gewesen, hast du mit dem Boot nachher Bist du dann auch auf die Insel drauf, in der Mitte? Nein, das Ding ist, es hat so 4 Touren gegeben. Ja. Es gibt Touren dort, what the fuck? Ja, 5 sogar gab. Eine ist halt für, wo weißt du, so ein Hörding anhast, weißt du, wo die Geschichte erzählen. Ich sehe dich nicht mit so einem scheiß Headset. Bro, weißt du, ins Haft. Und dann so, when you look at the left, you see the waterfall. If you turn your head to the right, you can see the famous Rhinefall. Oh mein Gott. Alter. Nein, was ich will sagen, eben, ich glaube jetzt eben mit dem Hörding 5 Touren gehabt. Ja. Und es hat so eine 15-Minuten-Tour gehabt. Die haben wir gemacht. Dann noch so eine 30-Minuten-Tour, da geht es einfach weiter rum. Ja, ich muss jetzt das Küsschen essen. Da hat es irgendeine Tour gehabt, die Rock Tour geheissen hat. Und dort hast du einfach auf den Stein in der Mitte. Und dann noch irgendeine andere, keine Ahnung. Okay. Ja, Okay. das war so das gewesen. Okay. Aber ja, schöner Tag gewesen. Glaube dir? 10 von 10 Tagen in dem Fall. Yes. Das ist doch super. Gut. Ja, Haben wir's. das ist jetzt mal was ging die Woche gewesen, ja? Wir haben noch etwas vorbereitet. Ja, ganz spontan ist das aber heute gewesen. Und zwar, willst du erzählen? Genau. Und zwar gibt es heute wieder ein Spiel. Und zwar Never Have I Ever. Das haben wir, glaube ich, tatsächlich noch nie gespielt. Ich glaube auch nicht. Crazy. Aber wir machen es ohne Alkohol trinken. Ja. Wir Wir sagen einfach ja, nein. Kannst du noch für die Deutschen zuschauen, also einfach auf Deutsch, nicht viel wie ich in Englisch. Hast du gelesen, was du noch geschrieben Ja. Wisst ihr nicht, was in der Insta-Story angeschrieben hat, für die nicht Englisch können, ist «Ich habe noch nie». Heisst nicht, also ich lese jetzt einfach Fragen ab, die ihr uns gestellt habt und ein bisschen, oder ein paar sind auch von ChatGPT. Genau, also wir haben jetzt hier, ich kann schon schauen, wir haben jetzt hier, Aktualisieren. tatsächlich 4 Fragen 4 Fragen. in 2 Stunden Büro. Ja, stabil. Alles von einer Person. Darum haben wir gesagt, wir machen die 4 Fragen plus Torben. Richtig. Torben, wie ihr wisst, mein ChatGPT. Und dann tun wir einfach random Fragen vorlesen. So, was machen wir so 10, also 15? Ja, machen wir 10. Okay. Bist du heute von der Fragenmeister? Ja, ich bin heute der Fragemeister. Also, Hau mal raus. alle 4 kommen von der Yara. Schau, das geht aus an die Yara. Schau, das kennt du seit Jahren. Never, also das muss ich, wie heißt das Spiel? Never have I ever Ja. Blackout drunk gsi. Also so richtig Blackout drunk bin ich noch nie gewesen. Schau mich nicht so an. Ich bin nicht Blackout drunk gewesen. 18. Geburtstag Joris. Ist das Also, Blackout drunk Bro, gewesen? das ist schon ziemlich schlimm gsi. Ist das... Ja, ich kann mich an alles noch mal erinnern. Hä? Ich kann mich an alles noch erinnern. Schon, dass Ja. du am Boden gesessen bist und Ja, das musst du jetzt zu... Nein. Nein, das geht zu weit. okay. Ja, Aber ich mag mich wirklich... Mir ist zwar fett scheiße gegangen und das weißt du auch. Das ist so gut gsi. Aber ich bin nicht Blackout drunk gewesen. Ich kann mich wirklich an alles noch erinnern. Gut. Aber mir ist sehr, sehr schlecht gegangen. Gut, ich muss eigentlich gar nicht lachen, weil ich bin tatsächlich schon mal gewesen, Blackout. Also, dass ich wirklich nicht mehr gewusst habe. Ah ja, Nappa. Ja. Ich kann es mir fast denken. Das ist, habe ich einmal gemacht, mache ich nie wieder. Also wenn ihr mal in Ayanapa sind, könnt nicht in die Zickzackbar umstellen, 5 Flying ist in 30 Minuten. Macht das. Flying ist in 30 Minuten. Bro, das ist krank. So gelesen. Und der Vorhang Alles so. Nein, nicht Gags, aber so Ja. immer so, wirklich wie so Cola getrunken. So. Seitdem kann ich das nicht mehr trinken, das geht nicht mehr. Es ist einfach... Aber weißt du, was das Krasse ist? Jetzt kommen wir wieder zum Thema Filmen, alles für Filme. Ich wache am Morgen so auf, schaue so, hey, ich habe es geschafft, mein Handy einzustecken. Ja. Ich habe nichts mehr gewusst, ich weiß nicht, wie, also doch, ich weiß, wie ich ins Hotelzimmer zurückgekommen bin und was danach noch passiert ist, aber das Ja. nicht mal. Aber ich habe nicht gewusst, was mit meinem Handy eigentlich passiert ist, oder? Das Handy bin ich so rumgelaufen, ohne Hülle nichts.
Es war picobello ganz gewesen. Ich habe es also geschafft, in dem Zustand das Handy so zu bedienen, dass es wirklich heil bleibt. Ja. Und dann habe ich geschaut, was für Aufnahmen ich gemacht habe. Fatal. Nicht verwackelt. Nicht verwackelt. Kein Finger über dem Mikrofon. Linse immer sauber. Nichts mit Fingerabdruck. Weißt du, das fällt mir auch jedes Mal auf, wenn Leute dann das Konzert filmen, oder? Dann filmen die mit so verdreckten Linsen. Also weißt du, Fingerabdruck, wo sie dann also die ganzen Fingerabdrücke sehen. Ja. Und dann filmen die so, oder? So. Und dann siehst du die matten Sachen, oder? Ja. Und das ist, weil die Dinger immer verdreckt sind. Aber deshalb kannst du bei jedem Lied einmal zack, schnell putzen und dann ist das wieder sauber. Und das habe ich auch in Ayia Napa gemacht, in diesem Zustand. So Zeug habe ich einfach unbewusst gemacht. Es war nichts verwackelt gewesen. Also irgendwie bin ich stolz drauf, aber irgendwie auch nicht. Es gibt so ein Video sogar, wo ich so filme mit meinem Kollegen und der Kollege sagt, Niklas, jetzt musst du mal langsam ein bisschen, weil es wird so schwierig, dich heimzubringen. Ja. Ja, aber hey. Du bist da. Ich bin da. Du bist da. Ich bin da. Ja, ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Never have I ever Fake-ID benutzt. Habe ich noch nie. Nein, ich auch nicht. Ich sehe sowieso schon aus, also mit 16 ausgesehen wie 22. Fair. Ja. Aber nein, ich habe noch nie eine Fake-Idee gebraucht tatsächlich. Ja, ist auch richtig so. Also, wir kennen Leute, die ab und zu eine Fake-Idee Ja. gebraucht haben. Ich sage jetzt nicht wer, aber es war lustig. Never have I ever etwas Illegales gemacht. Ja, safe. Ja, safe. Also, aber ich meine, schnell auf der Autobahn gefahren. Safe. Aha, ja. Ich bin geblitzt worden jetzt letztens. Schon? Ja. Wann? Vor 3 Wochen, wo ich auf München gefahren bin ich in der Schweiz mit 135 geblitzt worden oder so. Ja, 60 Stutz. Ja. Ist halt. Ja, aber so schnell gefahren oder so, ja. Ist illegal, oder? Ja. Aber so richtig hart illegal, nö. Also, Nein. Ich wüsste jetzt nicht was. bei Helmut einkauft. Ist auch illegal. Theoretisch schon, ja. Ja, es sind halt einfach so kleine Sachen, aber so eben gross, etwas Illegales, wegen einem Bankdiebstahl. Ist jetzt tatsächlich noch nie vorgekommen. Nein, ich auch nicht. Ja, relativ langweilig eigentlich. Ja, wirklich. Aber wir sind halt... Wir sind brave Staatsbürger. wir sind Vorbilder. Ja. Vorbildfunktion. Darum nicht in Ayia Napa 5 Flyers in 30 Minuten bestellen. Ja. Nicht am 18. Geburtstag von Joris gehen. Allgemein nicht zum Geburtstag auftauchen beim Joris. Das kann jetzt immer. Ja, fatal. Nein. Schau das genauso an Joris. Das letzte, never have I ever eine Nachricht absichtlich nicht gelesen. Also, wie soll man das jetzt beschreiben? Also klar, ich habe safe schon mal eine Nachricht gekonnt ignoriert, aber aus dem Grund, weil ich dann wirklich nicht kann. Ja. Weil das, Also du hast gesehen, dass jemand geschrieben hat. Ja. Du hast es auch kurz irgendwie angeschaut oder so wahrscheinlich, aber einfach in dem Moment hast du nicht können ja, so was ich ab und zu mache, warte mal, vielleicht habe ich Beispiel. Ja, schau. Ich habe auf WhatsApp jetzt gerade 2 Nachrichten so. Ich habe sie schon gelesen. Der Joris geht das Linkin Park Konzert. Da, wirklich. Ich kann nicht. Regt mich auf. Aber ich habe noch nicht zurückgeschrieben, weil ich möchte mir für die Person halt Zeit lassen. Ja. Jetzt kann ich nicht während dem Podcast schnell... Voll. Das wäre ja auch respektlos gegenüber dir, wenn ich jetzt die ganze Zeit... Und du sagst, redest mit mir? Red mal mit mir. Niklas, hallo, wie geht's dir? Nach dem Podcast. Was hast du gesagt? Sorry, tut mir leid. Du weißt, genau das... Ja. Das finde ich eben respektlos gegenüber den anderen. Darum, wenn ich so Nachrichten sehe, ich lese sie immer auf... Ich lese es schon, so im Vorhinein, was kommt. Aber wenn es jetzt nicht Dringendes ist, wie jetzt das Linkin Park Konzert, ja, Ja. Schön für dich, Joris, da. Dann kann ich ihm nachher das schreiben. Aber wenn es jetzt wirklich wichtig wäre mit, ey, nachher in einer Stunde Termin, das, dann klar schon wieder. Ja, logisch. Oder? Und wenn eine Sprachnachricht kommt, hör mir auf. Wenn eine Sprachnachricht kommt, ich schiebe das hinterher, so weit ich es kann. Beziehungsweise ich lasse sie mir erst dann an, wenn ich wirklich weiss, so, und jetzt habe ich mal 20 Minuten Zeit. Auch wenn das nur eine 15-sekündige Sprachnachricht ist. Wenn du dann die Sprachnachricht anhörst, dann musst du ja auch wieder so, sag ich mal, 20, 30 Sekunden antworten. Voll. Und vielleicht auch, es gibt ja auch die Leute, die so 2-minütige Sprachnachricht machen. Dann schreibst du den ersten Teil, also
hörst den ersten Teil an, schreibst dann schon zum ersten Teil etwas dazu und dann macht die Person gerade wieder eine Sprachnachricht, du hast die erste nicht mal fertig gelassen. Weißt, und dann geht das halt einfach relativ lang. Darum nehme ich mir dann für Sprachnachricht immer 20 Minuten Zeit, so, weil ich weiss, okay, jetzt kommt eh nichts danach. Weil, ja, weißt Ja, das ist genug Zeit so quasi zum Antworten in dem Sinn. darum, ich bin nicht so, also ich bin schon der Fan von Sprachnachricht, wenn es wirklich muss, wenn du wirklich jetzt nicht kannst schreiben und es muss Ja. etwas Wichtiges gesagt werden jetzt. Also einfach, wenn du einfach, Ja. wenn du einfach so Zeug musst rauslassen in dem Sinn. Ja, oder wenn weißt. du einfach willst, Sachen rauslässt Ja. und nicht einen riesen Roman willst schreiben, oder? Klar, du kannst auch anrufen, aber dann gibt es so Sachen, die dir halt um 3 Uhr morgens in der Nacht einfallen und dann erzählst du einfach, oder? Und Ja. dann, ja. Aber bei mir ist dann so, ich erwarte dann aber auch nicht, dass die Person die Sprache, wenn ich eine mache, ich erwarte dann aber auch nicht, dass die Person das innerhalb von 3 Tagen lässt. Wenn es wirklich wichtig ist, dann rufe ich ihr an oder schreibe Ja, ihr, es ist jetzt voll. wichtig. Oder? Ja, Das ist so gekonnt ignoriert, aber so, wenn ich jetzt weiss, also ich habe jetzt noch nie, keine Ahnung, bei meiner Ex, wenn sie geschrieben hat, irgendetwas, was wichtig war, ich bin immer direkt drauf. Immer. ja, das sicher, ja. Ja, so. Also eben, bei mir ist es auch so, es ist mehr, wenn ich jetzt über in dem Sinn ignoriere, ja, kann man dem, ja gut, irgendwo ist es ja schon es ist das Ignorieren, klar, aber Ja. es ist halt einfach, Es ist kein böswilliges Ignorieren, weil du es in dem Moment nicht anbringst, dass quasi dann Antwort drauf zu geben, aber du gleich schon mal schaust, was geschrieben wurde in dem ja, Sinn. voll. Ja, Ich würde mir halt wie Zeit lassen für das, also Zeit nehmen. Nicht Zeit lassen, sondern Zeit nehmen für das. Weil ich finde es einfach respektlos, wenn du mit anderen Personen bist, dass du dann auf Krampf nebendran musst Ja. zurückschreiben. Ich Du bist find- jetzt mit dieser Person und nicht mit dieser Person am Handy. logisch. Ich finde, es ist halt auch noch mal immer etwas anderes, wenn es jetzt irgendwie, wenn es jetzt irgendein Gruppenchat ist oder so. Ja, Weil da, also wenn jetzt irgendwie 50 Nachrichten im Gruppenchat drin sind, no chance. dann, Vergiss ja, dann drückst du auf, hast alles gelesen, liest, gehst vielleicht noch mal ein bisschen durch oder Ja, so. ich gehe auch, ja genau, Ja. voll. Aber Ja. eben, also ich muss ganz ehrlich sagen, die jüngere Vergangenheit wüsste ich nicht, wenn es das letzte Fall war und wenn, dann ist es sicher nicht absichtlich gewesen, wie gesagt. Und ja, Voll. aber es ist wirklich nicht böswillig gemeint oder so, was irgendetwas sollte sein oder irgendjemand, ja. Voll. Oder auch so das Thema auch beim Autofahren. Ich habe am Anfang, wo ich ich weiss, das ist vielleicht auch etwas Illegales, was ich gemacht habe, während dem Autofahren am Handy sein, oder? Ja. Das ist ja auch Ablenkung pur. Am Anfang habe ich das gemacht, easy gut gegangen. Und irgendwann habe ich dann auch so gedacht, Alter, ich bin jetzt am Autofahren, ich möchte jetzt mein Autofahren geniessen, weil ich fahre verdammt gerne Auto. Ich möchte jetzt Autofahren geniessen und nicht einfach ständig da. So. Ja. Darum habe ich meinen Fokus eingerichtet, wenn ich ins Auto sitze, mit Bluetooth Connect im Auto, dass er checkt, okay, ich sitze im Auto, jetzt macht er Fahren. Fahren-Fokus rein. Und ich bekomme keine Nachricht mit. Die einzigen Nachrichten, die ich mitbekomme, sind jetzt Favoriten-Nachrichten. Beziehungsweise Ja. nein, nur, es geht nichts durch, also keine Nachrichten, kein Anruf, nichts, außer Favoriten. Also aber jetzt, du bist Favorit, Liv ist Favorit, meine Eltern, meine Schwester, Ja. so all meine Kollegen, also beste Kollegen Ja. sind alle Favorit. Aber dort ist auch nur das Telefon, also wenn ihr mir anruft, kommen ihr durch. Wenn ihr mir schreibt, ihr kommt nicht durch. Ja. Ausser ihr schreibt eine Uhrzeit, weil dann checkt Apple Intelligence, okay, der hat das Datum geschrieben, eine Uhrzeit, könnte wichtig sein, darum geht das durch. So. Ja, so habe ich das etwa eingestellt. Etwa. Okay. Ja. Ja. Das ist einfach so mal ein bisschen Abstand von dem ganzen Zeug. So, Ja. Aber ist doch auch gut. yes. Hast du noch etwas zu dem, oder? Nein, ich habe glaub, alles gesagt. Also eben, ich wüsste jetzt nicht, wenn ich das letzte Mal gemacht habe. Und eben wenn, dann ist es definitiv nicht böswillig oder so. Ich kann nicht. Ich schreibe eigentlich relativ immer schnell zurück, aber ausser ich sehe, es ist wirklich ein Sprachnachricht, oder ich bin jetzt mit jemandem unterwegs. Oder? Ja. Also, gehen wir zu Torben. Gehen wir zum Torben, Wie ja. lange nehmen wir schon auf? Sehen wir das so irgendwo? Nice. Kannst du schnell aufs iPad tippen? Läuft das überhaupt noch? Fix, warte. 35 Minuten. 35 Minuten. Gut. Ja. Gut. Also, dann machen wir noch ein paar Ja. von Torben. 2, 3 machen. Also wir haben hier einmal harmlos und lustig, frech und peinlich, etwas gottlos, Social Cringe, frech und flirty, gottlos unangenehm, für Freundessohn und Chaos. Was willst
Pick du. Oder sagst du einfach Oder Stopp? mach. Ja, komm, machen wir es so. Stopp. Never have I ever mit jemandem geschrieben, obwohl ich schon vergeben war. Nein. Noch nie passiert. Nein. Wenn ich vergeben bin, dann habe ich mit niemandem geschrieben. Dann ist es Also außer mit meinem besten Kollegen und mit Kollegen. Ja, ja, aber so... So auf etwas Ernst, etwas Welle von der, nö. Nein. Nö. Das geht gar nicht. Okay, jetzt sage ich mal Stopp. Stopp. Beim Sexting Screenshots gemacht. Nein. Was sind das für Fragen? What the fuck, nein. Nein. Stopp. Ein Flirt-Date bereut. Was ist das Flirt-Date? Okay, komm, skippen wir. Machen wir nächste. Stopp. Einen Streit wegen etwas Lächerlichem begonnen. Ja. Ani. Hat sicher auch schon gegeben. Aber das ist wahrscheinlich einfach in dem Moment, wo du irgendwie voll... Also, ich weiß nicht, ob ich ihn begonnen habe, aber es ist schon so, gewesen, wenn du dir so vorstellst, wir sind so beste Kollegen gewesen, so Oberstufe. Ich glaube, die Story habe ich dir schon mal erzählt. Wegen einer Fleuung. Dass das kein Aha, ja. Also, ich habe so gesagt, ja, für mich ist ein Insekt ist auch ein Tier. Habe Ja. ich so gesagt. Oder? Und sie so, nein. Das ist ein Insekt, das ist kein Tier. Dann ist wirklich aus einem Fleuge ein Elefant gemacht worden, wortwörtlich. Ja, und dann Freundschaft beendet. Chillig. Nach 1,5 Stunden hin und her schreiben. So, was will der eigentlich? So, ich mir so gedacht, gut, Oh ja, mein Gott. das sind halt so die Oberstufen-Sachen. Primarschule, so. Das ist schon Ja. echt behindert. Eigentlich schon. Ja. Also nein, ich wüsste jetzt nicht, also sicher hat es mal gegeben, dass man wegen einer dummen Sache geschickt hat, aber wenn, dann ist es jetzt nicht verheerend gewesen, wo irgendeine Freundschaft oder so kaputt gegangen ist. Wegen einer Fleuge. Weil es ein Insekt ist anstatt ein Tier. Das ist crazy. Ich habe gesagt, Insekten sind auch Tiere. Ja, aber... Ja. Hä? Ja, und das haben die nicht wollen checken. Chillig. Und dann haben sie aber gesagt, hey, nein, jetzt lang jetzt. Ich will nicht mit dir befreundet sein. Okay. Ich so, okay, ja gut. Schön. Dann ist es halt so. Ja. Ich habe noch andere Kollegen. Ja. Ja, weiter. Weiter im Text. Du musst Stopp sagen. Stopp. Den Müll rausgebracht und mich wie ein Held gefühlt. Ja. Hey, das ist immer das Beste. Ja, fair. Nein. Fair. Keine Ahnung, was ist das? Ich habe noch nie den Müll rausgebracht. Also doch, safe, aber ich fühle mich jetzt nicht wie ein Held. Ja, nein. So, das what the schon nicht. fuck. Aber ja. Ja. Ich denke mir halt damals, wenn ich jetzt gerade den Güssel sehe und ihn mit runternehme, denke ich mir halt so, jetzt habe ich meiner Mom vielleicht können helfen irgendwie. Und das ist halt einfach Ja. so ein gutes Gefühl irgendwie einfach. Ja, voll. Aber das ist ja nicht wie ein Voll. Held. Ja, safe. Stopp. Nackt durch die Wohnung getanzt. Als kleines Kind safe. Ja, als kleines Kind. Aber so jetzt im Erwachsenenalter nö. So im März, du tanzt einfach so fett durch Mit deine mir Hütte. zu Haute. Oh mein Gott. Nein, das ist nicht passiert. Auch Nein. nicht besoffen, nix, Nein, never. nein. Gut. Stopp. Gegessen, was auf den Boden gefallen ist, doch. Safe. Kann Ja, ich also wenn es kurz mal auf den Boden geht, ist ja, easy. also es kommt auf den Boden drauf an. Ja, fair. So, wenn jetzt ein Pommes auf so einen Teerboden geht bei einer Dönerbude, nee. Aber wenn es jetzt so die Heimen ist, Ja, okay, kann man darüber reden. So, es kommt immer so ein bisschen drauf an. das ist so. Ja. Aber ja, safe schon passiert. 5 Sekunden Regel. Ja. Ein Scheiß bringt die. Machen wir noch je eine. Machen wir noch je 3. Das Das geht gut schnell. Stimmt, also stopp. In der Gruppe gelogen und niemand hat es gemerkt. Muss ich schnell lecken. In der Gruppe gelogen und niemand hat es gemerkt. Ist safe schon mal vorgekommen, aber nicht bei euch. Oder bei uns. In der Habascher Gruppe nicht. Aber es ist safe schon mal vorgekommen. So in der Also ich habe das sicher auch schon gemacht, aber ich wüsste jetzt auch nicht wie, wo, was und wann, dann ist es jetzt... Und dann ist es auch nicht so ein riesen... Oder so. Vor allem, es ist, wenn es etwas war, dann ist es safe nicht etwas Wichtiges gewesen, sondern Nein, so ein etwas kleines Kleines einfach Detail. irgendwie... Ich glaube, es ist so ein bisschen, bei mir ist es so ein bisschen eher Selbstschutz gewesen, irgendwie. So, like, weißt du, kennst doch das immer mit dem Gruppenzwang, oh, der hat noch nie und so.
So, dann habe ich, glaube ich, auch einfach gesagt, ja, ich habe es auch schon mal gemacht, so, weißt du. Ja, so, ja. Ja, Ja gut, aber das hat sicher jeder schon mal gemacht, Ja. also sind wir mal ehrlich. safe. Stopp. Ah nein, ich kann Ja, ich bin, ja, Du okay. bist. Stopp. Jedem gesagt, ich wäre unterwegs, war aber die Heime. Ist auch schon vorgekommen, aber mache ich mittlerweile gar nicht mehr. Also früher so Oberstufe habe ich so etwas gesagt, weil ich einfach keinen Bock hatte, etwas mit... Ja, fair. Also früher habe ich mir gesagt, ich kann einfach nicht, also ich habe nicht gesagt, ich bin unterwegs. Also es ist jetzt nicht jedes Mal der Fall gewesen, aber zum Teil hat es halt die Tage gegeben, wo wirklich null Bock auf irgendetwas hast. Da hast du gesagt, ey, nein, heute geht nicht, weil bla bla bla. Bei mir ist es mittlerweile andersrum. Ich bin mad, wenn ich an dem Tag nicht... Also wenn ich... Fair. Heute bin ich hure mad gewesen. Weil ich einfach so die Heime... Zugehört. Ja, ich bin so der Einzige, der halt Ferien hat und so, ja, das habe ich heute gemacht. Heute am Morgen mit dem Luca schnell geredet, wegen morgen Alpine Rally und so. Ja. Und dann am Nachmittag einfach ein bisschen chillt. So ein bisschen iOS 26 ausprobiert da auf dem iPad. Das Automixing-Tool, was übrigens Spotify-Killer wird. Das Automixing-Tool ist krass. Ja, ich habe es dem Rico gezeigt. Spotify-User sagen. Ja, das ist crazy. Das ist crazy. Und das ist erst die erste Version. Das kommt noch, wird noch besser. Was hast du schon gemacht? Ah ja, Datei, einfach so das File-Management habe ich ein bisschen aufgeräumt. Aber weißt, Ja. so, es regt mich auf, wenn ich nichts gemacht habe heute so. Ich hoffe, heute Abend geht noch irgendetwas, Okay. bevor ich dann in die Dolomiten gehe. Aber mal schauen. Ja, Ja. jetzt sind wir noch 2, oder? Also. Stopp. Mit Absicht einen Insider gemacht, den niemand checkt. Den jemand nicht checkt. Mit Absicht einen Insider gemacht, den jemand nicht checkt. Ich glaube nicht. Nein, ich weiß jetzt nicht wann. Also so, zum quasi die andere Person schlecht darstellen oder Wahrscheinlich, ausschliessen, ja, ja. Nein. Das ist voll Asi. Ja. Voll. Ich bin wieder, hä? Ja. Stopp. Haben wir schon mal gehabt mit jemandem geschrieben, der vorher vergeben war. Beim Spiel Wahrheit oder Pflicht übertrieben. Ja, übertrieben. Also eigentlich ist es noch nie krass. So, noch nie ausgeartet. So. Nein. Vor allem bei Wettschen übertrieben. Also, Also dass ihr jemand sagt, kipp 10 Shots hinterher. das würde ich literally heute machen wahrscheinlich. Also so, wenn das mal mir so eine Frage stellt, ich würde es wahrscheinlich machen. Fix? Nein, aber so, Pflicht. also die härteste Frage war eigentlich so gewesen, das ist übrigens auch die Freundesgruppe, wo wir da wegen der Flüge, die Freundesgruppe hat aus 2 Mädels und mir bestanden. So, und dann ist so, wo ist das gewesen? Haben wir abgemacht, irgendwie Fasnacht. Und dann, aber es ist so wie nicht mehr gelaufen, sind wir ins Kino und einen Film schauen, und nachher sind wir bei der einen die Heim pennen, halt einfach übernachten, oder? Dann haben wir halt so bis um 2 Uhr morgens Tag der Wahrheit gespielt. Also hat es geheißen, ja, Niklas grüßt die Person jetzt. Und ich so, nee. 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 Und dann so 20 Minuten lang nichts gewesen. So die ganze Zeit überlegen, nein, das macht doch jetzt nicht. Die anderen haben auch keinen Bock. Also weißt du, so, nee, weißt du, so. Man hure weird. Das war hure weird gewesen. Ich habe mich so richtig schlecht gefühlt, aber ich wollte gerade gehen eigentlich dort. Ja, fair. Ja, zum Glück haben wir es nicht mehr lange gespielt. Ich bin noch einfach gepennt. Und am Morgen dann gegangen. Ja. Also das ist so. Ja, so übertrieben kann man nicht sagen eigentlich. Nein, also ich weiß jetzt nicht, wenn das bei mir jetzt mal so fett ausgeartet Nein, die ist. Tat der Wahrheit ist nie. Ja. Du bist da, hä? Ja, letzte. Stopp. Jemanden beim Stalken aus Versehen ein Like gegeben. Aus Versehen ein Like geben? Nein, ich glaube nicht im Fall. Tatsächlich. Okay. Also ich könnte mich auf jeden Fall nicht daran erinnern, aber... Weißt du, was Trick 17 ist? Einfach alles liken. Jede Post, wo du siehst, liken. Weil dann, wenn die Person fragt, warum likest du das? Ich like alles. Und dann kannst du das beweisen. Er ist das FBI. Nein, ich habe das früher wirklich so gemacht. Ich habe wirklich früher alles geliked. Weil ich Wirklich? dachte, das ist so wie so ein Challenge, wo du musst alles liken, dann bist du so der Top.
Typ, der alles liked. So. Also habe ich früher als Kind gedacht. Jetzt, weißt du, so, wo ich Instagram zuerst runtergeladen habe. Ja. So mit 10 habe ich Instagram gehabt. Dann habe ich alles geliked immer. So, ich denke, das Das ist habe ich aber auch gemacht. Ja, aber. Ja. Aber so mittlerweile, ja, nein, likest nicht alles. Ja gut, also was geht um das Tag, wenn du einfach so Insta gehst schauen von ein paar Leuten? Das können ja irgendwie, weißt du, Kollegen Also bei oder mir so ist sein. ja, also bei mir ist es safe schon passiert, sagen wir es mal so, und bei mir ist es aber dann scheißegal, dann ist es halt geliked. Das Schlimmste ist aber nicht liken, also vor allem das Schlimmste ist eigentlich so, wenn du jetzt auf deiner Instagram-Story bist, jetzt gehen wir gerade mal auf meinen Niklas-Account und dann gehe ich da auf Schweizerdeutsch. Aha, wenn du aufswipest mit dem Ja, Emojis. wie du so aus Versehen so, du siehst so die Story und dann Aha, ja, aber dann bist du so Ja. komisch, bist plötzlich da drauf und dann willst du so wegklicken und dann kommst du so auf die Flamme und dann so, nein, jetzt habe ich den Flamme geschickt bekommen. Und dann siehst du halt so nachher, ja, Niklas hat mit Flamme darauf reagiert. Das ist schon ein paar Mal passiert. also es ist jetzt auch schon vorgekommen, aber das ist ja nicht, Bei mir ist es ist ja keine Intention dahinter gewesen, es ist Ja. einfach Aber bei mir ist es schon bei beiden Geschlechtern passiert. Oder die Reaktion dann immer so, ja, geil, Bro, oder warum machst du das? So, ja, okay, ich so, ja, tut mir leid, bin draufgekommen, habe nicht wollen. Aber es hat mich nie angecringed, sagen wir mal so. Ja. Die jetzt. Mein letzter. Yes. Stopp. Haben wir schon gehabt, Mann. Stopp. Nach dem Feiern im falschen Bett aufgewacht. Noch nie Das ist passiert. tatsächlich noch nie passiert. Noch nie nein. passiert. Also wenn, dann ist es ist immer geplant. Es ist immer ins geplante Bett. So. Aber das ist dann aber auch ein bisschen falsch so. So stell dir vor, du planst immer einen Ausgang mit der ins Bett zu gehen. Ja. Nein, so Sachen ist auch nicht passiert. Das ist wirklich, weil schon am Vorabend ist schon Plan gewesen, jo, ich gehe wieder in mein Hotelzimmer. Mann, Ja. Ja. es ist alles geplant. Ja, dann kann es planen. So wie es, ja, immer. Ich plane immer Niklas ist alles. ein voraussehender Mensch. Ja. Würde ich mich sogar tatsächlich einer von meiner Stärken so beschreiben, so, dass Ja. ich vorausschauend bin. Ja. Ja. Ja gut, ich denke, das war's. Ja. Das war die Folge, denke ich. Ja. Ja, Kurz und knapp, ist glaube nicht so allzu lang gewesen. ja, unter einer Stunde safe. Ja. Aber ja, das ist die heutige Folge gewesen. Was ging die Woche? Haben wir noch eine Never Empfehlung? have I ever. Empfehlung. Ich habe eine. Hause. Geht an das Pitbull-Konzert, macht das. Das sind 70 Stutz wert. Okay, macht das. Das ist so gut. Fahrt für das auch in ein anderes Land, weil ich glaube, in der Schweiz ist so etwas... Also ich glaube nicht, dass es in der Schweiz so abgegangen wäre wie in Antwerpen. Fair. Ja. Die sind nochmal ganz verrückt dort oben. Meine Empfehlung ist tatsächlich, gehen an den Rheinfall. Der Rheinfall ist schön. Ja. Ist wirklich mega schön. Ja, Rheinfall hat mir gefallen. Gut. In diesem Sinne, Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ich hoffentlich mit kein Sonnenbrand und hoffentlich keine Alkoholvergiftung. Hoffentlich postest du nicht irgendetwas in die falsche Story. Letztes Mal hat er mich gerettet. Ja, in Wann ist das? Im Sommer, gell? Jetzt vor einem Jahr, ja, Juli. Ja, Habe ich so im Bierkönig so eine Story gemacht. So, er innerhalb von einer Minute mir am Schreiben, Bro, Niklas, das ist im Fall die falsche Story, also falscher Account. du hast dich sogar selber gefilmt. Du hast irgendwie die Kamera gehabt oder so. Ich glaube, ich bin sogar dort hure nüchtern eigentlich gewesen. Ja, wirklich, also für das, ich kann dir sogar genau die Situation da beschreiben, weil wir sind im Bierkönig dort gewesen und neben uns sind so Holländer gewesen. Ja. So, aber so ein älteres Paar, so 50. Ja. Mit denen haben wir so hure lang gequatscht. Und dann habe ich ihm das New Kids gezeigt, oder? Und der so, oh ja, New Kids kenne ich und so. Ja. Ja. Haben wir es voll verstanden. Das war genau dort gewesen. Aha, okay. Und dann habe ich das, glaube ich, in der Kamera so gesagt, wir haben da Holländer, die kennen einfach New Kids, gut, sind Holländer. Ja. In diesem Sinne, In diesem Sinne, Bis man nächste sieht Woche. sich. Ciao, ciao. tschüss.